Eben zu mir, ich bin Jax, bürgerlicher Name Kilian Giannini, 22, habe angefangen, 23, sorry. 23 bin ich. Yo, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal mit einem neuen Video und einem neuen Format namens «Komm mit». Wie es der Name schon sagt, ich nehme euch mit an verschiedenste Orte, zu verschiedensten Leuten in verschiedensten Branchen. Heute wird die erste Folge aufgenommen. Wir gehen auf Zürich zum Kilian. Mehr verrate ich euch nicht, ihr werdet ihn kennenlernen und dann würde ich sagen, sieht man sich dort. Also da sind wir. Und dort haben wir den Boy. Er macht uns jetzt die Tür auf. Let's go. Bilder. Ich arbeite. Der Kreativbunker. Der Kreativbunker. Ist krass. Ist krass, gell? Ja, es ist. Es fühlt seinen Zweck, oder? Es erfüllt seinen Zweck. Da, wenn man langweilig ist. An der Wand einfach ein bisschen am Üben. Ja, muss ja, oder irgendwie. Und So, es ist ein bisschen gräulich, habe ich gefunden. Machen wir es ein bisschen bunter, die Farbe bringen den Vibe. Und das ist jetzt etwas Neues. Das ist jetzt für Samigo. Für Samigo? Für Samigo. 2. August hat der Sammy, der Chef von Samigo, Geburtstag. Das ist eine Überraschung für ihn. Und ich freue mich, für mich ist eine riesige Ehre, dass ich für sie etwas machen, weil ich bin ein riesiger Samigo-Fan. Und ich gehe auch gerne in der Freizeit in Samigo. Also, Ich muss dir ehrlich sagen, ich bin noch nie gewesen. Musst unbedingt. Aber ich muss glaube definitiv mal gehen. Unbedingt. Ich muss auch gerne mal mit dir mit. Und jetzt hat es auch noch einen zweiten, oder? Oder darf man nicht auch noch nichts sagen? So, noch ein zweiter Bunker. Das sieht brutal aus. Ah, schau ihn an! Schau ihn an! Ah. Ich bin immer da zu deinem Leben ficken, Bro. Voll, also willst du dich vielleicht mal vorstellen für die Leute, die dich nicht kennen?
Meine lieben Leute, zuerst mal lange, dass du bist. Also, ja, danke. Darf ich da machen? Ja, sicher. Wie haben wir uns kennengelernt? Ja, du hast mich angeschrieben über Instagram. Aufmerksam auf mich ist er geworden durch Sektion Zürich. Zu mir, ich bin Jax, ich bin Künstler, junger Künstler aus Zürich. In der Filmgalerie ausgestellt. Wie findest du die Galerie? Sehr schön eingerichtet, wirklich. Sehr schön eingerichtet. Ja. Und sehr geile Gemälde. Also die sind natürlich die schönsten. Nein, es ist wirklich ein sehr schöner Ort. Also ich hatte Filmgalerie nicht gekannt bis heute. Oder bis dort, wo du es erwähnt hast. Weil ich halt jetzt auch nicht so in dieser Branche bin. Ja, logisch, ja. Aber ich finde sie mega interessant und mega cool, dass ich da Privattouren quasi. Ja, das ist eine Privattour, oder? Ist die grösste Galerie schweizweit, was Pop Art anbelangt, mit 780 Quadratmetern. Für euch, falls ihr sie mal sehen möchtet oder vorbeikommen möchtet, sie ist Montag bis Samstag immer offen, von der 11 bis 7 oder 8, wenn es mich nicht täuscht. Kommt vorbei, Talstrasse 9, 8001 Zürich. Wirklich, nicht nur ich als Künstler bin natürlich da, also viele andere Künstler, viele talentierte junge Künstler unter anderem auch. Ich finde es geil, dass du dich für Kunst interessierst, dass du auf mich zugekommen bist. Mein Ziel ist es auch, Kunst an den jungen Leuten vorbeizubringen, weil das ist wirklich ein Vibe. Es ist ein Vibe, es ist Liebe, es ist Emotion auf einer Leinwand, die eine Story erzählt. Eben zu mir, ich bin Jax, bürgerlicher Name Kilian Giannini, 22. Habe angefangen, 23, sorry. 23 bin ich. Mache Kunst seit klein, professionell, also wirklich, dass es in der Richtung geht, dass ich auch wirklich mit meinem Hobby Geld verdienen kann, seit 1,5 Jahren. Ausgestellt in der Filmgalerie seit bald einem Jahr. Aufmerksam sind sie auch auf mich geworden, also sie sind auf mich zugekommen. Über Social Media? Über Social Media, ja. Wo fange ich an? Also eigentlich so das, was dich zu dieser Person heutzutage macht. So, ja. Ja, also ja, eigentlich auch wahrscheinlich ein recht grosser Grund, wieso du jetzt so Kunst ausübst. Oder? Wo ich angefangen zu malen mit 6, 7 vom Großvater. Er hat mir das alles beigebracht. Also die Schattierungen, und ich bin recht früh schon, habe ich mich auskennt mit den Proportionen, was ja recht schwer ist, sagt man als Kind. Habe ich einfach ein Handy dafür gehabt. Dementsprechend auch gut in der Geometrie, das einzige Fach, das ich in der Schule. Dadurch, ich wollte jetzt meinem Vater definitiv keine Schuld geben, ich habe ein gutes Verhältnis mit meinem Vater, ein sehr wichtiges Verhältnis mit den Eltern, ein gutes Verhältnis in der Familie. Ich bin aber trotzdem ohne Vater aufgewachsen, weil meine Eltern geschieden waren. Und dadurch hat so wie die männliche Vorbildfunktion bei mir daheim gefehlt. Und dadurch habe ich sie mir auch woanders gesucht. Und da ich viel Deutschrap gehört habe, kann man sich auch vorstellen, welche Richtung sich das entwickelt hat. Meine Auffassung von cool sein hat sich dann wirklich in einer Richtung entwickelt, die nicht so produktiv war für meine Zukunft. Dafür für die Staatskasse. Weil viele Bussen habe ich nicht zahlen. Psych! Wer, wo, wie, härter als ich, Mann, nee. Niemals. Aber ich wünsche dir viel Glück, Brüder. Ich bin auf die falsche Bahn geraten. Mit 16 hat es angefangen. Kiffen. Hat es angefangen. Rauchen, ganz normal. Und dann lernt man immer mehr Leute kennen. Und dann kommen ein paar Ältere auf dich zu. Hey, komm, spiel doch den Läufer für mich. Und du denkst dir, ja, geil. Das ist ein geiler Sieg. Er ist älter, er ist ein cooler Typ. Ich mach das jetzt. Du machst das und dann bist du gut in dem, was du machst, und dann nehmen sie dich mit und dann siehst du immer mehr und mehr Sachen. So hat sich das entwickelt. Jetzt darf ich auch viele Sachen nicht sagen. Ja. Vor allem, wenn du es rausschneidest, kann ich das jetzt sagen. Dann tust du es besser nicht erwähnen, weil dann weiss ich auch gar nicht. Gut, dann erwähne ich das, weil ich was kann. nicht reinkommt. Gut. Ich habe dann angefangen mit so illegalem Zeug. Mit dem Malen komplett aufgehört, bin von der Schule geflogen. Das ist so wirklich so das Problemkind, oder das, was man unter Problemkind versteht. Ich war auch ein recht hässiger Typ. Also nie gewalttätig war ich wirklich nie. Heute auch nicht und wünsche auch keinem irgendetwas Schlechtes. Damals habe ich wirklich jeden gehasst, wahrscheinlich weil ich mich selber auch gehasst habe. Würde ich jetzt behaupten. Also ich habe kein gutes Verhältnis mit mir selber gehabt, mit meinen Eltern schon gar nicht. Somit hat
das in dem, wo ich gut war, weil ich in der Schule bin nicht gut war, sonst bin ich nicht so gut, aber eben in Sachen Verkaufen bin ich gut und in Sachen Klauen bin ich noch besser. Den 5-Finger-Mann, den habe ich beherrscht. Und hat sich das so entwickelt, dass ich mit gewissen Leuten ein System aufgebaut habe und konnte wirklich Sachen entwenden, klauen im Wert von über 100'000 Franken. Also ich bin dann auch im Gefängnis gelandet mit 18. Ja, ganz frisch, also einer hat geredet. Ja. Zum Glück, also ich bin wirklich dankbar, dass er geredet hat, weil sonst wäre Jesus nicht da. Ja. Und jetzt kommt wirklich so der Moment, wo sich mein Leben gekehrt hat, ist der Moment, wo ich in den Knast gekommen bin. Warum ich in den Knast gekommen bin, ich habe Weinflaschen geklaut von Rothschild. Also für alle Verschwörungstheoretiker, ihr kennt den Namen. Muss ich aber auch sagen, ist ein sehr guter Wein. Also ich habe wirklich keinen besseren Rotwein in meinem Leben getrunken, aber erwartet man, wenn die Flasche 1800 Franken kostet, dann ist das zu erwarten. Ich hoffe, dass es gut schmeckt, sonst weiß ich auch nicht. Wir haben 98 Flaschen geklaut. 98 Flaschen, eine Flasche 1800 ist ein Wert von 176, der Mathematiker von mit dem Sachschaden, den wir noch verursacht haben, sprich Alarmanlagen und Scheiben, die wir zerstört haben, und noch andere Weine, die wir mitgenommen haben, liegen wir bei knapp unter 200'000 Franken. Wir waren 4 Leute. Es hat eigentlich alles wunderbar geklappt, aber der eine Vogel hat irgendwie gefunden, der muss nochmal dorthin gehen. Der hat eine ganze Truppe mitgenommen, weil er das Gefühl hatte, einfach. Und dann sind sie in Flagranti verwischt worden und einer von denen hat geredet. Gut, ich kann nicht hässlich sein, weil ich bin selber schon, dass ich den mitgenommen habe, weil bei mir hat es privat finanziell ein bisschen gedrückt. Darum musste ich schnell etwas machen. Und normalerweise geht es organisierter dort ab. Dort ist alles andere als organisiert abgegangen. Das war auch nicht. Aber zum Glück, wie gesagt, zum Glück ist das passiert. Wer weiß, was passiert wäre, wenn das nicht passiert. Ja, dann sehr wahrscheinlich wäre ich immer noch in so Kreisen am Verkehren, weil ich auch wirklich mit Leuten zu tun hatte, die nicht, ich sage mal, wo das nicht so, wo wirklich leben in dieser Branche, sage ich mal. Das ist ihr Lifestyle. Also es ist wirklich ihr Lifestyle, es ist wirklich organisiert, Gruppen und etc. Aber dort wo ich jetzt nicht zu tief reingehen, weil gehört alles der Vergangenheit an. Und zu übertrieben ausschmücken wollte ich es auch nicht dass dann plötzlich jemand an meine Tür klopft und sagt Aggression. Ja. Und das ist ja nicht unsere Absicht. Also ja, das ist wirklich nur einfach. Geht ja nur um Kunst. Ja. Vielleicht noch ein paar interessiert, so wie viel oder was für eine Strafe ist dir aufgebrummt worden? Ob man es glaubt oder nicht, es ist ja 4 Jahre her, 3 Jahre, nein 4 Jahre ist es her. Und ich bin immer noch in einem laufenden Strafverfahren. Es läuft also? Es läuft immer noch. Ich hatte 8 Anklagepunkte. Einer war unter anderem organisiertes Verbrechen. Halt Sachschaden, Hehlerei. Hehlerei ist für die, die es nicht wissen, geklaute Artikel, geklaute Waren zu verkaufen, das ist Hehlerei. Unter anderem hatte ich Chatverläufe, wo es dann um andere Mengen gegangen sind, Rauschmittel. Also dort habe ich auch Anzeige wegen Verkaufen von Rauschmitteln. Also wirklich die ganze Palette. Außer Gewalt, wie gesagt, gewalttätig bin ich nie. Ja. So, sagt nein zu Gewalt. Du hast eigentlich niemandem, also gut, ja, indirekt mit dem Rauschmittel geschadet, aber eigentlich ja nicht, wegen, du hast niemandem direkt geschadet. Ja, also, mit deinen gut, ich wollte auch erwähnen, dort wo ich eingebrochen bin, die haben immer Versicherungen gehabt. Ja. Also von dem her so einen grossen Schaden haben sie davon getragen. Aber ja, ist nicht richtig, macht man nicht, sollte man nicht. Und vor allem auf den Nacken von anderen Leuten sich bereichern ist sowieso falsch und auch traurig. Also, man ist mit sich selber auch nicht im Reinen. Oder ausser man ist ein Robin Hood. Aber das bin ich nicht, ich habe das für mich gemacht. Also von dem her, ja, so viel dazu. Die Strafen sind eben, wie gesagt, es könnte sein, dass ich theoretisch noch 5 Jahre im Gefängnis kommen könnte. Wird aber definitiv nicht passieren, weil es ist nichts mehr gekommen. Ich habe mich wirklich geändert. Ich habe eine Lehre angefangen. Ich bin immer noch in der Lehre sogar, also ich bin Elektriker.
Das mit der Kunst ist nebenbei. Ich habe mich wirklich sehr, sehr glücklich geschätzt und ich bin auch sehr dankbar, dass ich jetzt schon Geld verdiene, in so einer guten Galerie ausgestellt bin und auch mit so Leuten zusammenarbeiten kann, wie jetzt der Buco Fisi, wie mit Sektion Zürich. Gruß an denen, viel Liebe für euch Jungs. Ja, voll. Und unter anderem auch andere Partner wie Breitling, wo ich zusammenarbeiten konnte. SC Sportcars, auch sehr gute Autos, könnt ihr mal vorbeischauen. Schleichwerbung für euch Jungs. Ja, also ich habe mich wirklich sehr glücklich geschätzt, aber das liegt auch darunter, weil ich meine, ich habe mir den Finger aus dem Arsch genommen, habe meine Träume verfolgt und das ganze Zeug ist wirklich im Gefängnis gekommen, weil wo ich im Gefängnis war, habe ich wieder zu der Kunst gefunden, weil es ist halt Untersuchungshaft. Du bist ja 23 Stunden in der Zelle. Also, ein paar wissen es vielleicht, ein paar wissen es nicht. Und man hat 1 Stunde Hofgang und den 1 Stunde Hofgang macht man in der Schweiz zumindest alleine. Also bei mir war es alleine, weil eben wegen diesen Anklagepunkten, die ich hatte, bin ich unter Verschluss gehalten worden, weil sie Angst hatten, dass Informationen gegen aussen kommen könnten und das hat das Verfahren gegen mich gestört. Und 6 Monate bin ich nicht mehr drin, also knapp 6 Monate. Sie wollten auf ein Jahr verlängern, haben es dann nicht gemacht, weil sie keinen Beweis mehr gefunden haben und auch keine Begründung mehr hatten, warum sie mich drin halten. Und in diesen 6 Monaten habe ich wieder angefangen zu malen. Ich habe mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht, ich bin auch wirklich in Depressionen gekommen. Ich habe mein ganzes Leben in Frage gestellt. Und durch die Kunst, durch das Malen, hat sich das alles beruhigt. Also ich konnte meine Gedanken ordnen, ich konnte die Zeit, mich besser selber kennenzulernen, eine Beziehung mit mir selber aufzubauen. Und auch die Beziehung, die ich bei mir aufbaue, die Werte, die ich jetzt vertrete, die Prioritäten, die Wertvorstellungen, die ich habe, ich kann mich wirklich dort damit befassen und jetzt bin ich sie wirklich am Ausleben und sie gegen aussen am Strahlen. Das sind zum Beispiel wirklich Respekt für jeden, Liebe für alle, niemand kleiner machen. Vor allem wenn du gross werden willst, dann musst du sowieso niemand kleiner machen, immer unterstützen, eine Hand wäscht die andere. Supporten Leute, supporten, selber, zuerst mal selber schauen, dass es einem gut geht, bevor man erste Priorität bin immer ich in meinem Leben. Und das ist nicht böse gegenüber anderen Leuten. Und die Leute in meinem Umfeld verstehen das. Weil ich wünsche mir für jeden in meinem Umfeld, dass sie sich selber als Priorität sehen. Das heisst nicht, dass wenn sie mich etwas fragen, dass ich sage, hilf dir selber. Das ist schon nicht. Ist einfacher gesagt. Ja, also ich helfe immer gerne, weißt, weil ich frage ja auch um Hilfe und so, weißt, aber wenn es mir zu viel Umstand macht, dann akzeptiere ich einfach das Nein und fertig. Also zum Beispiel, wenn mich jetzt ein Kollege fragt, hast du 1500 Stutz, morgen hast du sie wieder und ich kann sie, dann gebe ich sie. Aber wenn ich bin Lehrling, ich verdiene nicht mal so viel im Monat. Gut, mit den Bildern ab und so kann ich schon einen guten Bonus raushauen, aber das Geld wird hauptsächlich wieder investiert. Oder ab und zu willst du dir etwas gönnen, Ferien oder mal einen schönen Abend, fein essen oder irgendetwas. Wenn dich jemand fragt, hast du Geld, dann ab und zu ist es ein Ja, ab und zu ist es ein Nein. Also, eben eine Hand wäscht die andere, man hilft, wo man kann. Heutzutage ist es eben leider ziemlich selten geworden, dass man so Leute wie jetzt dich findet, die so selbstreflektiert sind und auch das Leben so anschauen, oder? Was mich eben so leben lässt, ist, ich lese Bücher. Das glaubt man fast nicht, aber ich lese Bücher. Ein Satz ist mir auch ziemlich krass geblieben, bis du selber die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst. Und das ist so ein Satz, der ist mir hart geblieben. Vor allem, es gibt auch so andere Sätze, ich bin so ein richtiger Setzmann, also so wirklich die Sätze, es gibt so Sätze, wow, ich drehe durch. Es gibt zum Beispiel den einen, der ist so gegangen, wenn du einen Baum pflanzt, um nicht in seinem Schatten zu hocken, dann hast du den Sinn vom Leben verstanden. Ja. Und der ist ziemlich deep, weil es sind so Erfahrungen, die du selber machst und wenn du die weitergibst, so nehme ich eben den Satz, wenn du die weitergibst, klar, die Erfahrungen machst du auch für dich selber und du gibst sie weiter und vielleicht gibst du sie irgendjemandem weiter und für die Erfahrung, die du gemacht hast, es ändert seine Vision auf etwas und dann wird der nächste Albert Einstein und eine neue Theorie aufstellen, die die ganze Welt verändert. Also, oder hat irgendetwas in seinem Mindset, wo ihn so schaffen, hasseln lässt, dass er der nächste Elon Musk wird und keine Ahnung, was für Gutes für die Welt tut. Und genau darum
Es ist nicht schwierig, einfach nicht sein, positiv bleiben, die positive Attitüde ausstrahlen. Man zieht das nachher auch wieder an. Also ich meine, ich lebe danach und ich ziehe auch so Leute wie dich an, die wirklich voll bodenständig sind, voll geil drauf. Und du hast mir auch angeschrieben und hast mir gesagt, hey, geiles Zeug. Ja. Und ich fühle das. Wenn Leute zu mir kommen und sagen, hey, geiles Zeug, danke. Also ich habe das Gefühl, das wird zu wenig gesagt. Also jeder, der da draußen zuschaut, nehmt die Worte zu Herzen, die er da genannt hat. Hey, ich bin ganz rot. Also natürlich, man sollte jetzt nicht denken, man muss in den Knast zum kreativ werden. Nein, schon nicht, bloß nicht. Das geht auch ganz anders, aber ich finde es mega cool, so eine Lebensgeschichte zu hören. Und die ist jetzt sehr spannend. Danke. Die erste, die ich jetzt so aufnehmen kann. Und ja. Weil es Konfuzius sagt, ein Dummer lernt aus seinen Fehlern, ein Gescheiter lernt aus den Fehlern der anderen. Ich bin der Dumme. In dieser Geschichte bin ich der Dumme, weil ich habe viel Fehler gemacht und ich kann nicht sagen, es kommen sicher noch andere Fehler. Aber gut, nicht in diesem Ausmaß. Also kein Mensch ist fehlerlos. Ja, sowieso nicht. Solange man daraus lernt, ist alles gut. Aber wieder Shoutout zu den Jungs von der Sektion Zürich, sie haben das so geil gesagt im Balance mit ihrem Skit. Es braucht einfach Balance überall und das ist es, oder? Also das ist der Sinn vom Leben. Macht euer Ding, lasst euch von niemandem etwas sagen und einfach focus on yourself, just love und lernt von den Fehlern von den anderen. Und wenn ihr Fehler macht, dann fuck it, ihr macht die Fehler und lernt daraus und macht es nächstes Mal besser. Und Idioten machen die Fehler 7 Mal mehr. Ich versuche den Leuten einmal mitzugeben, sie sollen das machen, was ihnen Spass macht. Weil ich meine, ich komme aus einer total anderen Branche. Ich habe mal Koch gelernt und bin nach der Kochlehre in die Baubranche für jetzt 5 Jahre. Und habe nebenbei noch so das Hobby streamen, YouTube-Videos und so angefangen. Ich fange jetzt nächste Woche bei dir aus Nuss an zu arbeiten. Also in den letzten Jahren 3 verschiedene, komplett andere Sachen. Aber das Ding ist, beim Job jetzt, ich kann so Maschinenwissen plus halt Lebensmittelhygiene beides kombinieren. Wegen es braucht beides, oder? Ja. Und andere sagen jetzt, boah, wie hast du das geschafft? Ja, einfach durch Machen, einfach durch Leute kennenlernen, durch einfach mein Leben leben, so wie ich es gerne habe. So. Wir haben ja vorher schon darüber geredet, wegen Somigo. In Somigo hat es so... Für die Somigo waren, es hat so einen geilen pinken Schild dort. Und das ist schon immer so geiles Zeugs. Letztens haben sie da drin gehabt. Less bla bla, more doing. Ja, also ihr wisst, machen, einfach machen, nicht viel bla bla, weil das bringt niemandem etwas, außer ihr seid YouTubers. Es gibt eben auch was... Ja, das hat ein bisschen etwas hat's, ja. Nein, weil du als YouTuber musst du Schnur in die Hand von der Kamera. Schon, das ist ja dein Brot. Schon. Also du musst ja der Showman sein. Wichtig ist auch, finde ich jetzt, das ist wirklich das, was ich gelernt habe, in dieser Zeit drin vor allem, ist das Verhältnis mit sich selber. So, und das Machen, einfach machen. Weil der Prozess ist wichtig, der Weg dorthin ist wichtiger als das Ziel an sich. Weil ich kann euch sagen, wenn ihr eure Ziele erreicht habt, ihr sucht euch so schnell wieder ein anderes Ziel. Und der Weg zum Ziel, der lässt euch wachsen. Und auch der Sprung aus der Komfortzone, der lässt euch wachsen. Und zum Beispiel ich habe vor nicht mal einem halben Jahr habe ich so Mühe gehabt, Instagram-Stories zu machen, wo ich reinrede. Ja. Also, und ich meine, ich habe 700 Abonnenten, das ist nichts, weißt? Aber ich meine, ich wollte, dass es wächst, ich wollte, dass Leute aufmerksam auf mich werden. Und genau darum springe ich aus dem raus und fange an, so Zeugs zu machen und einfach machen. Und jetzt habe ich mich langsam daran gewöhnt, jetzt mache ich sogar gerne. Jetzt stehe ich gerne vor der Kamera. Hätte ich nicht erwartet, aber jetzt ist es so. Was denkst du bei mir, wenn ich das erste Mal mit so einer Kamera rumlaufe? Ich kann es mir vorstellen. Zuerst mal nur die Heime, mal einfach nur für mich allein aufnehmen. Okay, ich finde es selber voll komisch. Nachher machst du es mal mit Kollegen, komisch. Ja. Dann machst du es in der Öffentlichkeit, noch komischer. Dann würde ich vielleicht meinen, oder frag dich, was du machst. Ja. Aber jetzt mittlerweile so, es geht. Es ist eher wieder etwas, wenn du dann auf einer grösseren Bühne stehst, also wenn du weißt, oh fuck, jetzt geht es um wirklich etwas, jetzt bin ich nicht in meiner Komfortzone, weißt du, jetzt bin ich so im Haifischbecken drin. Ja, das ist wieder etwas anderes. Nur schon mein eigenes Live-Event. So, das war bei mir die Hause, aber so eine fette Kamera, fette Lichter und du weißt jetzt,
50 bis 70 Leute, das tut nicht viel, aber live schauen sie dir zu. Ja. Das ist dann schon nochmal Ja, etwas ist schon anderes. etwas anderes. Und du weißt, es schauen auch Augen zu im Rücken, die ein bisschen höher oben sind. Oder Ja, Partners oder so. Ja, safe. Es ist alles live. 12 Stunden lang live. Das ist schon was dann sagen. Also, wieso ich eigentlich, also ich bin jetzt nicht wegen dieser Story da angekommen, also einfach, dass ich es Gell, erzähl, wo du eigentlich hergekommen bist. Ich habe ihn ja eben über Social Media kennengelernt, habe ihn dann angeschrieben, weil ich sein Work, seine Kunst mega fühle. Und ich will schon lange bei mir im Keller, also die mich schon länger verfolgen, die kennen den Keller schon. Und dort hat es halt noch Wände, die ziemlich leer sind und jetzt habe ich mal die eine mal befüllen. Und darum haben wir jetzt dann noch ein Gespräch gehabt, um zu schauen, wie wird das aussehen, in welche Richtung geht das. Und darüber werden wir fix auch ein Video machen vom Prozess, aber das wird wahrscheinlich noch ein halbes Jahr gehen. Das wird wirklich noch schwierig gehen. Ich habe noch viel zu tun, wirklich einiges zu tun. Dankbar dafür, also wirklich froh drüber. Und ich freue mich aber brutal aufs Projekt. Und das heisst, ihr werdet mich nochmal sehen. Oder vielleicht bei einem Casino-Stream oder sonst was. Wieso nicht? Wieso nicht? Wenn ihr mich wieder sehen möchtet, dann bin ich gerne dabei. Und wenn er mich sehen will, dann sowieso. Sehr gerne. Also dann ist das die erste Folge vom neuen Format «Komm mit». Also wir gehen noch bei anderen Leuten vorbei. Ich kann euch jetzt schon sagen, die nächste Folge wird bei Kurz und Bündig sein. Die Jungfülli. Die Special Jungfülli, Guest was ich dort wird das Video erzählt. Ich kann das jetzt schon sagen, weil das Video wird erst später rauskommen. Lasst dem Video sehr gerne ein Like und einen Kommentar und dann würde ich sagen, sieht man sich. Was wieder heisst. Oh, der Book of Fees ist drin, Jungs!